Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Mir ist einer der grössten Fehler der Fälle passiert, und zwar habe ich meine Audio aus Versehen, hat sie nicht mit aufgenommen. Wahrscheinlich habe ich vergessen zu drücken. Eins von beidem. Darum tue ich euch ganz kurz berichten, was passiert ist. Mir ist nämlich noch genug früh aufgefallen, bevor ich allzu viel gemacht habe. Und zwar zeige ich euch das kurz schnell in einer kurzen Rückblendung. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich das alles erkämpft hat, ist leider nicht mehr am Leben. Doch seine letzten Worte waren: Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo in Minecraft liegt er vergraben. Und somit machen wir uns auf den Weg, um den grössten Schatz in Minecraft zu finden. Mit Hilfe unserer Schatzkarte über alle 7 Weltmeere bereisen wir Inseln um Inseln, um unserem Ziel immer ein Stückchen näher zu kommen. Kurz vor unserer Ankunft werden wir immer nervöser und gieriger. Unser Blut gefriert in unseren Adern und wir merken, dass wir bald am Ende unserer Reise sind. Wir schuffeln und schuffeln in der Hoffnung, den Schatz bald in unseren kalten, gierigen Händen zu haben. Doch es wird schwieriger als denkt. Wir stoßen auf Kohle, Eisen, aber wo bleibt bloß unser Schatz? Wir buddeln und schwitzen, doch es sieht aus, als nimmt es einfach kein Ende. Wir blicken traurig auf unsere Karte und verlieren immer mehr die Hoffnung, dass die Legende vom Schatz aller Schätze in Minecraft wirklich wahr ist. Doch aufgeben können wir nicht. Nicht nach all dem, was wir schon erreicht haben. Wir nehmen nochmal unsere Kraft zusammen und machen weiter und weiter. Mit dem Blick voran und vollstem Vertrauen glauben wir daran. Selbst wenn wir alles, unsere ganze Arbeit unter Wasser setzen müssen. Wir tauchen mühsam auf und holen tief Luft, um direkt wieder die nächsten Blöcke abzubauen können. Ob in der allertiefsten Nacht oder am helllichten Tag wird uns immer mehr bewusst, dass es langsam keine Blöcke mehr gibt zum Abbauen. Wir werden immer enttäuschter und aggressiver zugleich, wissen nicht mehr, wie mit unseren Emotionen umzugehen. Wir schauen wild umher, bauen alles ab, was uns in den Weg kommt. Wir überlegen und überlegen, wo der blöde Schatz nur sein kann, bis uns ein einziger Sandblock auffällt. Wir buddeln ihn weg und endlich haben wir ihn gefunden. Den Schatz von den Schätzen in Minecraft. So, und somit wird die Kurzgeschichte eigentlich beendet, also der Rückblick von der Folge, die ich verlöhlt habe. Ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir, ich kann mir das halt kurz einfallen lassen. Ja, so als kleine Entschuldigung dafür, dass ich halt die Folge verhindert habe. Und jetzt geht es weiter mit der richtigen Folge. Und zwar haben wir TNT gefunden, wir haben Diamanten gefunden, wir haben Kohle gefunden, ich habe noch ein bisschen Eisenerz gefunden, ich habe noch ein bisschen Sandstein, Sand, ein paar Lachs und dann haben wir noch ein Herz vom Meer gefunden. Ich habe keine Ahnung, für was man das genau braucht, aber für irgendetwas wird das schon mal nützlich sein. Wenn ihr es wisst, dürft ihr mir das sogar liebend gerne in die Kommentare schreiben, ich habe keine Ahnung davon. Und nachdem ich das aufgehoben habe, habe ich gemerkt, so, oh shit, ich habe vergessen aufzunehmen. Ach Mann, ich habe vergessen aufzunehmen. Und jetzt hätte ich mich eigentlich ganz gemütlich, langsam auf den Retourweg begeben. Laut unserer Schatzkarte, weil wir sehr lange am Suchen waren, kann ich mich ein bisschen orientieren, dass wir einfach geradeaus einfach geradeaus. Ich kann mich wirklich nur von tiefstem Herzen entschuldigen, dass das passiert ist. Das sollte wirklich eigentlich nicht passieren. Es wäre nämlich ziemlich cool gewesen, wenn er da mix dabei gewesen wäre, weil ich bei das am Erstaunen war, dass Korallenriff, da vorne ist halt das Schiff, das wir hatten. Vorher bin ich irgendwie, also, als ich da kam, bin ich irgendwo einmal dort gelandet, dann dort hin. Ich bin überall ein bisschen gelandet, bis ich endlich mal herausgefunden habe, wo sich der Schatz verbirgt. Und dort zu finden, war auch wirklich eine riesige Prozedur eigentlich. Also ziemlich mühsam. Und jetzt wundert es mich gerade, was das da unten ist. Was ist diese? Was ist diese? Was ist diese? Wenn wir schon güchseln. Ich habe einfach keinen Platz mehr im Inventar, aber einfach schon zum schnell... Komm, einfach mal zum schnell reinschauen. Hat es denn da irgendetwas Besonderes, wenn das so... Hat es denn da irgendetwas Besonderes? Wieso hat mich das abgezogen?
Okay, mega speziell. Aber was ist das? Einfach so ein Turm in der Landschaft. Speziell, speziell. Hä? Die Leuchtteiler gefallen mir eben mega. Die würde ich eigentlich unbedingt gerne mitnehmen. Aber sonst ist das einfach okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal da sein, wo es da ist. Dann lassen wir doch das einfach mal da sein, wo es da ist. So, dann machen wir das auf dem Weg weiter. Jetzt muss ich noch mal schnell auf die Schatzkarte schauen. An der sollte ich mich eigentlich orientieren können. Nein, am besten eigentlich am Schiff. Das Schiff ist da hinten. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Schaffen wir den Weg zurück? Finde ich den Weg oder finde ich ihn nicht? Und wirklich nochmal eine herzliche Entschuldigung, dass ich aus Versehen jetzt einen Teil ohne euch gemacht habe. Es nervt mich irgendwie richtig. Aber ich versuche jetzt einfach wenigstens normal weiterzumachen und dass das einfach auch nicht mehr vorkommt. Das ist wirklich ein Fehler meinerseits, der einfach nicht mehr vorkommen sollte. So, jetzt muss ich mal schon auf die Karte schauen, weil von der Höhe her kann ich... Ja, voll. Ich kann wirklich anhauen, dass wir da ran müssen. Jetzt ist die Frage, ist das da durch oder dort durch? Nein, es war da durch, weil dort rein, das ist das kleine Hütchen, wo ich dann mal noch einen Schatz rausgeholt habe. Wo wir auch noch ein Kistchen gefunden haben in der letzten Folge. Darum müssten wir jetzt eigentlich da an Land und dann einfach alles geradeaus zurück und dann sollten wir eigentlich zu unserem Daheim finden. Mal schauen, ob ich das so blind anbekomme. Und sonst eben im allerschlimmsten Notfall habe ich sonst mal Koordinaten mal noch aufgeschrieben. Dann müsste ich die mal ganz kurz schnell raussuchen und dann würden wir dann eigentlich auch den Retterwege so finden. Aber ich denke, das ist gerade das Beste, wenn wir das so machen. Weil dahin habe ich sogar eine kleine Höhle angelegt, wo wir übernachten können. Und ich glaube, das mache ich jetzt gerade nochmal schnell. So, dann steigen wir da mal ganz kurz schnell aus. Dann kann ich mich dann nämlich nochmal schnell zack, zack einbuddeln. Dann können wir da wieder gemütlich unser Bett schnell anstellen. Aufnehmen. Und zack, und dann gehen wir nämlich ganz kurz schlafen. Gute Nacht. Hat das gut da. Guten Morgen nach dieser harten Aktion, den Schatz zu finden. Mit dem tausigen Buddeln, den ihr leider nicht mitbekommen habt. Ist ja wahrscheinlich auch nicht allzu spannend gewesen. Haben wir ein Snickerchen machen. So, jetzt muss ich aber, wie es aussieht, doch noch etwas loswerden, weil ich wollte unbedingt eigentlich das Boot mitnehmen. So, alles klar. Nehmen wir das Boot mit, dafür lassen wir den Weizen da, weil den Weizen haben wir ja eigentlich genug. Und jetzt müsste ich aber mal schnell schauen, und zwar in welche Richtung dass ich muss gehen. Wo ist das Piratenschiff? Da, also alles in die Richtung. Eigentlich alles in die Richtung. Okay. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Dann hoffe ich, dass ich das an einem Tag anbekomme. So, bevor dann wieder Abend wird. Come on. Falscher Knopf. So. Dann rennen wir da durch. Wir rennen zurück zu unserem Daheim, wo wir seelisch schon darauf warten, unsere Beute können abzugeben und wahrscheinlich dann direkt nochmal rauszubegeben, damit wir noch mehr Eisen farmen können. Weil wir haben jetzt schon gut Eisen bekommen, wir haben jetzt vielleicht 30 Eisen wieder, aber das ist ja nicht das Wahre. Ich glaube, am besten ist, wenn wir uns wirklich dann nochmal in eine Höhle wagen. Ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn wir uns nochmal in eine Höhle wagen. Und dann sollte das Ganze eigentlich ziemlich gut funktionieren. So, let's go! So. Dann machen wir uns weiter auf den Weg, dann machen wir einen kurzen Imbiss. So. Einfach alles geradeaus. Einfach alles geradeaus. Nicht versuchen zu fest abweichen, dann sollte das gut kommen. Aber das Coole ist, dass wir auch wissen, dass wir jetzt in dieser Richtung wirklich irgendwo einen Strand haben. Dass wenn wir jetzt wirklich mal Sand brauchen, dass wir wissen, so, hey, schau, dort gehen wir. Und gehen jetzt mal den Teich da. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich gut dran. Also so weit sind wir gar nicht weg gewesen, um unseren Piratenschatz und die anderen Sachen zu bekommen. Und eben das Herz vom Meer. Mich wundert mega, was das Herz vom Meer ist. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem anstellen soll. Aber es hat mich wichtig gedunkt, weil es so gel angeschrieben war. Dann hat mich das richtig wichtig gedunkt und ich habe gefunden, komm, dann nehmen wir das doch mal mit. So, dann gehen wir mal gemütlich weiter. Ich glaube, wir kommen der ganzen Sache immer näher. Wahrscheinlich haben wir es wirklich geschafft, blind nochmal unsere Hütte zu finden. Da freue ich mich doch richtig. Wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Doch, da vorne ist das Villagerdorf. Dann sollte da irgendwo unsere Hütte kommen. Jawohl! Da vorne ist unser Portal, ich sehe es schon. Nice. Es sieht einfach cool aus. Also ich finde das Portal ist gut gekommen. Ich wollte da sowieso dann noch etwas anderes machen. Das wäre eigentlich auch etwas, was wir eigentlich nächstes Mal machen. Ich wollte da alles rundum so einen Platz noch machen. Mit Bäumen rundum oder dann mit Glowstone.
Ja, ich muss euch das mal zeigen. Eigentlich könnte man wirklich nachher direkt mal schnell in die Höhle gehen, um versuchen Glowstone zu bekommen, damit ich das könnte in die Tat umsetzen. Ich glaube, das wäre noch wirklich praktisch. Ja, warte, fertig essen. So, zuerst brauchen wir aber mal alle unsere Sachen. Und zwar haben wir da einige so Steine gefunden. Gut, dann den Sand können wir mal da verräumen. Jetzt haben wir wirklich mal ein bisschen Vorrat an Sand und sogar Sandstein. Was auch ziemlich praktisch ist. Also Sandstein habe ich einfach mega schön gefunden. Komm, den nehme ich doch einfach gerade mit. Dann haben wir da Erz, wo man noch nicht kommt. Ich könnte mir doch gerade in den Ofen reinrühren. Spezielle Sachen. Die braucht man ja eigentlich nicht mehr, die Schatzkarte. Aber ich habe sie jetzt ausnahmsweise nochmal mitgenommen. Jetzt haben wir wieder 9 Diamanten. Das ist natürlich noch ziemlich praktisch. Wir haben wieder Eisen. Eisen könnte ich eigentlich noch schnell verräumen. Zack. Ah, das Gold haben wir ja auch noch. Spezielle Sachen kommt dann auch noch das Herz vom Meer an. Eben, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Warte, da könnten wir diese Sachen noch reinklatschen. Zack, das kommt da rein. TNT zähle ich jetzt einmal zu speziellen Sachen. Dann haben wir Rüebli gefunden. Mit denen sollten wir ja eigentlich Füchse zähmen. Mich wundert dann das richtig, ob das würde funktionieren. Erz. Wir holen da rein. Oder? Ja, finde ich eine gute Angelegenheit. So, dann tun wir dann zu speziellen Sachen. Kommen gerade noch unsere Werkbank, unser Bötli und unser Bett für unsere nächste Tunnelskur. Gut, die Werkbank könnte ich vielleicht nochmal mitnehmen, die Hölle. Oder eher weniger. Nein, komm, eher weniger. Eher weniger, oder soll ich sie mitnehmen? Dann müsste ich aber auch mindestens 3 Eisen mitnehmen, wenn wir etwas abbauen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt sogar einen 64er Block Erde mitnehmen, weil beim ersten Mal, wo wir ja reingegangen sind, habe ich gesehen, dass wir dann einen speziellen Ort müssen übergehen, also in die andere Richtung, dass wir uns wie ein Brückchen überbauen können. Da haben wir super, das geht zum Essen. Voilà. Die Sachen die können wir ja auch mal da rein tun, wenn wir mal Hunger haben auf ein bisschen Fisch. Da können wir das mal da rein tun und dann würde ich sagen, Angeln und Hose könnten wir eigentlich auch bei den speziellen Sachen noch rein tun. Die Angeln können wir dann sicher mal brauchen, wenn wir ein paar Fische holen wollen. So, dann tun wir das Eisen gerade mal unten verräumen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt mal auf in die Hölle. Ah, da hat es gar keine Kohle mehr drin. Komm, dann rühren wir da gerade noch so. Machen wir das halt so rum. Die Herdäpfel rühren wir jetzt mal da rein. Da haben wir sogar noch Gold drin. Ein guter gute Dings. Müssten wir dann alles mal noch gegen aufräumen. Wir müssen unbedingt mal uns um unser Portal noch, um unsere Farm kümmern. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zuerst mal noch ins Portal rein und dann gehen wir uns mal Glowstone umschnappen. Weil dann kann ich mehr meine Sachen umsetzen. Und voilà, da sind wir. Oh, jetzt muss ich aber vorsichtig vorgehen, dass ich da wieder runtergehe. Da bin ich beim ersten Mal schon runtergefallen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und so wie ich beim letzten Mal gesehen habe, hat es in dieser Richtung da einen Glowstone. Jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein. In der Höhle kann man ziemlich schnell sterben. Genau, dort hat es. Jetzt würde ich mich eigentlich mit der Erde dort überbauen. Ich weiss nicht, ob das wirklich die beste Idee ist, die ich habe. Aber ich glaube, das probieren wir jetzt einfach einmal. So, ich glaube, ob da wäre gut. Probieren wir, ob da rüber zu gehen. Probieren wir unseren Weg dort rüber zu bahnen. Ich mache sie ein bisschen breiter, dass ich wirklich nicht runtergehe. Ich habe extra genug Erde mitgenommen. Und wusch. Ah, das ist doch noch zu mir gekommen. Oh, Jägerli, das ist aber. So. Ja, wir kommen gut. Wir kommen gut. So, da. Schön vorsichtig. Immer schön aufs Schiff drauf bleiben, sonst haben wir das grösste Problem von allen. Ich bin da irgendwo bleibe ich jetzt gerade hängen. Jetzt bleibe ich da dran hängen. Jetzt wäre es eigentlich wichtig, dass wir uns gegen oben bauen. Aber ich glaube, das schaffe ich so nicht. Wir müssen irgendwie an die Wand drüber kommen, um das zu machen. So. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd da. Muss ich uns wirklich da schnell ein bisschen Platz gegenüber buddeln. Dann gehen wir mehr in die Richtung da. So, das sollte eigentlich gut kommen. Aha. Versuchen wir bis an die Wand übergehen und dann können wir uns wahrscheinlich irgendwie gegen oben bauen. Weil so funktioniert das gerade momentan nicht. Ausser... Nein, das geht auch nicht. Das Problem ist, ich komme nicht unten an. Das heisst, wir müssen wirklich einfach uns mal schnell dagegen überbauen. Um dort vielleicht so einen Steg gegen oben zu bauen. Irgendwie in die Richtung. Dass wir jetzt einfach mal so machen.
Gott sei Dank habe ich mehr Erde mitgenommen. Ich habe zuerst gedacht, 64 Stacks sollte eigentlich lange. So. Genau, dass wir uns jetzt eigentlich da hinten angebaut haben. Und jetzt versuchen wir uns dann nämlich schnell einmal durchzubuddeln. Einfach immer schön mit Bedacht. Nein, wir gehen noch weiter hinten. So. Machen noch schnell Fackeln an, dass man da einmal etwas sieht. Und jetzt würde ich da versuchen, eigentlich so eine Art Stege gegen bauen. Vorsichtig einfach. Ah. Doch, eins können wir noch gegen oben, aber von da aus sollte ich jetzt eigentlich immer können, genau. Und schön vorsichtig. Zack. Und runter. Und runter. Genau, dass wir jetzt wirklich versuchen, unter den Glowstone eigentlich zu kommen. Dass wir dann auch nichts verlieren an Glowstone, weil das wäre mega schade. Ja, ich glaube, ich bin noch eins zu hoch, wir müssen noch eins runter. Okay. Dann versuchen wir uns da mal eine schöne Fläche darunter zu bauen, damit wirklich auch nichts verloren geht. So. Was ist das da hinten? Sieht auch mega speziell aus. Wir müssen wirklich dann einmal schauen, dass wir uns Zeit nehmen. Dass wir dann mal 1-2 Mal da wirklich da unten richtig alles durchsuchen, was man kann durchsuchen. So, ich glaube, das kommt etwa gut. Ich mache jetzt noch schnell eine zunige Plattform plus minus. Damit ich wirklich auf der safen Seite bin, dass da nichts passiert. Weil ich kenne mich und ich will nicht sterben. So. Jetzt ist die Frage, wie muss ich das eigentlich abbauen? Muss ich das mit dem da abbauen? Jawohl, okay. Nice. Genau, darum haben wir jetzt so eine kleine Plattform, weil das Zeug kommt ja eigentlich noch ein bisschen umeinander. Das weiss ich nämlich noch. Genau. Ja, ist gerade gut, haben wir die Fläche noch ein bisschen zugemacht. Jetzt hoffe ich, das geht nicht runter. Oh mein Gott, was sind das für komische Geräusche? Was sind das für komische Geräusche, die ich da höre? So. Nice, okay, das kommt schon mal gut. Okay, das schaffen wir auch noch aufnehmen. Weil jedes Glowstone... Oh mein Gott! So, wir verschwinden da. Was ist das für ein Ding, hey? Lass mich doch in Ruhe. Die hat doch einer noch eine Zipfelmütze, hey. Kann man nicht mal in Ruhe Glowstone abbauen? So. Wir haben mal vorübergehend, glaube ich, alles abgebaut, was wir abbauen können. Ich würde jetzt mal sagen, wir riskieren nicht noch mehr. Also da einer, das sieht wirklich speziell aus. Da würde ich dann auch mal noch gerne schauen. Aber ich meine, wir haben jetzt schon mal eine gute Fläche hier angebaut. Mit dem können wir ja dann weiterarbeiten. Eben dort hingehen, ein bisschen überall Glowstone noch abbauen. Wir haben aber sowieso recht wenig Dreck noch mit dabei. Also Erde. Ich würde sagen, ich laufe da jetzt mit Shift drüber. Damit wir wirklich einfach auf der safen Seite sind. Lieber einmal zu vorsichtig als zu nachsichtig. So. Come on. Das kommt schon gut, das kommt schon gut. So. Schön vorsichtig, jawohl. Okay. Nice, nice, nice. Werden wir gerade angegriffen, die grunzen zusammen. Wag's nicht, mich anzugreifen, ich sag das. Ich versolder so dein Viertel. Ja, geh lieber wieder. Geh lieber wieder und geh mir nicht gegen den Keks. So. Druck geht's. So, da sind wir wieder zurück. Haben wir es irgendwie lebendig rausgeschafft, Gott sei Dank. Der Tunnel, also sobald ich durch das Portal gehe, komme ich Angst über. Ich komme wirklich Angstzustände über und bin dann einfach froh, wenn ich wieder zurückkomme. Aber ich würde sagen, jetzt ist gerade Abend geworden, jetzt schlafen wir einmal ganz kurz. Und zwar würde ich sagen, gute Nacht miteinander. Oh, das ist gut. Guten Morgen, guten Morgen. So, wir haben jetzt hier, wie wir sehen, Glowstone bekommen. Jetzt könnten wir da
Nein, muss ich da wirklich... Ich mache es schnell da dran. Es sind ja immer 4, habe ich gerade gesehen. Dann können wir gerade schon so aufteilen. So. Machen so viel, wie wir machen können. Da geht noch etwas. So, und dann haben wir einen einzigen von diesen Leuchtsteinstäben noch parat. Das heisst, jetzt haben wir Leuchtsteine. Leuchtsteine sind mega geil. Die sind wirklich mega geil. Ich liebe die. Und zwar kann man sie verbinden mit der Eichenholzhake. Und dann können wir wunderschöne Lichter draussen dran bauen, dass das auch am Abend wunderschön beleuchtet ist eigentlich. Und eigentlich kann ich gerade anfangen mit dem Platz da hinten das zu machen. Und zwar würde ich gerne... Also so habe ich mir das so plus minus überlegt, dass wir jetzt sagen, wir tun da immer 2 Spuren voll. Wenn nicht sogar 3, kommen wir mal probieren. Einfach mal zum Probieren. Wir könnten das schnell wieder abändern. Dass wir da so wie so einen Hauptplatz ein bisschen machen. Dass wir sagen, zum Beispiel so. Das kommt schon mal gut, habe ich das Gefühl. Ja, und da könnte man dann sagen so, dass das... Ja, da könnte man eigentlich wirklich auch so offen machen. Ja, dann nehmen wir das aber auch noch weg. Komm, nehmen wir das weg. Dann machen wir auch wie so einen Platz gegen... Dass das wie so ein Hauptplatz würde werden. Jetzt muss ich aber schauen, ob das dann funktioniert, was ich da vorhabe und ob das überhaupt gut aussieht. Sonst müssen wir dann halt den Boden dann wirklich mal noch mit Stein abändern. Jetzt haben wir ja wirklich noch mal genug Bruchstein gefarmt, um so etwas zu machen. Da hinten der Erddreck, also da die Erde, die werden wir dann sowieso dann irgendwann mal noch abheben. Jetzt geht gerade meine Schaufel kaputt. Okay, warte schon, ich habe meine Werkbank dabei. Hey, wo ist meine Werkbank? Nein, ich habe doch nicht mitgenommen. Wir müssen ganz kurz noch schnell eine Schaufel machen, dass wir weitermachen können. Jetzt ist halt die Frage, ob ich auf dem Platz soll ich da noch Bäume pflanzen oder eben, ob ich das mit diesen Glowstone machen soll. Und wir probieren das jetzt einfach mal ganz kurz schnell mal aus, wenn ich mir das etwa vorstelle. Für das bräuchte ich aber noch ein bisschen Eisen schnell. Erz, nein, falsch, unten drinnen. 5 Stück, komm. Das geht schon. Das geht schon. Da haben wir immer ein bisschen etwas bei uns, das ist doch schon mal gut. Oh. So, let's go, dann machen wir mal den Platz noch schon fertig. Das wollte ich sicher mal noch machen. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ne, der Baum passt nämlich gerade noch schön da an, das gefällt mir. So, aber ich habe mir da wirklich ein bisschen vorgestellt. Mich wundert einfach, ob ich das dementsprechend auch so anbekomme, wie ich mir das etwa vorgestellt habe. Oder ob das wirklich dann einfach nur Trash aussieht, aber das finde ich erst aus, wenn ich es gemacht habe. So, dann haben wir jetzt da eigentlich Treppen und Glowstone. Mit dem Glowstone, mit dem Holz, mit dem Haken und mit dem Glowstone werden wir sowieso noch ein bisschen mehr zu tun haben. Und zwar, mir gefällt jetzt das da nicht so ganz. Müssten wir da noch ein bisschen aufmachen, irgendwie so, dass es einigermaßen gleichmäßig aussieht. Da könnte man nämlich jetzt zum Beispiel gerade auch da, das wäre natürlich ziemlich cool, wenn wir das gerade irgendwie da machen könnten. Dann machen wir da einen drauf und dann nämlich so einen Glowstone oben drauf. Jetzt brauche ich trotzdem noch meine Erde ganz kurz, damit ich das immer schön machen kann. Und zwar, zack. So. Das müssen wir dann wieder schön machen. Und das könnte man jetzt natürlich auch da hinten noch machen, dass wir da wirklich so ein bisschen... So. Zack, und der kommt weg. Okay. Und dann tun wir da wird es allgemein am ganzen Weg entlang. Jetzt ist halt, ja, soll ich es gegen ganz rausnehmen? Wenn, gegen ganz raus, hä? Schon fast dumm wieder, was ich gemacht habe. Ja, moin. Wenn, dann machen wir es ganz gegen raus. Eine Spitzhacke wieder. So viel, dass ich genug wieder rausbekomme. So, dann. Wenn machen wir es dann ganz da gegen raus. Die Frage ist ob ich den Platz eigentlich ganz aufmachen soll oder ob ich das so machen. Ich lasse jetzt mal momentan so und dann können wir ja dann immer noch schauen. Nein, machen wir so, geht besser. So. Oder jetzt können wir das eigentlich darum ein bisschen, ja, ein bisschen schöner machen, indem dass wir jetzt da immer wieder ein bisschen so... Weil da geht ja dann zum Beispiel auch ein Weg da gegenüber, dann können wir da zum Beispiel jetzt auch wieder so machen. Damit das Bier ein bisschen... Oh. Nein! Wo platziere ich das an? Oh, ich Jägeli. Also wir können nachher sicher wieder mal ein paar machen. Aufpassen, aufpassen.
Hä? Komm jetzt. Jetzt, okay. Aber das würde ich gerne sowieso dann überall ein bisschen so offizieren. Darauf könnte man dann auch mal schauen, dass man das noch ein bisschen abändert. Dann wollte ich natürlich immer noch für die Gegenseite dann auch noch leichter machen. Und dann darum bin ich eben noch überlegen gewesen, dass man dann das auch noch ein bisschen schöner macht, oder? Dass ich dann sage so, hey, ich tue dann das noch ein bisschen, ja, ich glaube, man versteht, was ich meine. Dass wir dann noch ein paar Lichtchen anstellen, dann bauen wir das nämlich da auch noch aus und den ganzen Berg da an Erde nehmen wir dann sowieso auch noch weg. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt da mal einen guten Anfang gemacht. Gut, wir können jetzt, das machen wir jetzt gerade noch. Darum brauchen wir eigentlich ziemlich viel Glowstone. Das ist auch darum so ein Material, das mir mega gefällt deswegen. Weil man mit denen wirklich so mega schöne Lichter kann anmachen. Zack, zack. So. Und es sieht dann halt am Abend wirklich mega gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Und daher machen wir es mal. Gut, das sieht jetzt ein bisschen zu viel aufs Mal. Ich muss dann mal schauen, ob ich das noch ein bisschen abändere. Oder ob ich die dort vielleicht ganz noch übersetze. Aber das ist dann immer noch so eine Sache von der Frage, wie das Ganze sollte... Ach, Jägerli. Wie wir das Ganze anbekommen. Ich persönlich würde aber sagen, wir haben schon mal einen guten Start gemacht. Wir haben unser Dorfbier ein bisschen schöner gemacht. Das wird nämlich noch ein riesen Dorf mit Farm und allem drum und dran. Aber ich persönlich würde sagen, ich danke euch sicher mal fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und sonst bis in der nächsten Folge. Ciao.